Grüß Gott miteinander. Jetzt, grüß Gott, da sind wir wieder. Wir dürfen euch heute die nächste Bierspezialität von der Brauerei Fischers in Messingen vorstellen. Und zwar den Fischers Spatz. Spatz, mein lieber Scholli, ha? Der Spatz, das ist doch mal ein schöner Titel für ein Bier, Nina. Es ist jedermanns ganzjähriger Begleiter und jetzt würde ich mal sagen, die Linde, was verbindest du mit dem Spatz? Mit dem Tier. Der Spatz, ha. Der Spatz, ja, das ist ja ein Vogel, der überall rumfliegt, wo Leute sind. Weil er da so kleine Brotkrümel aufpicken will und weil er einfach auch gesellig ist. Und wenn man gesellig beieinander sitzt, Nina, da will man doch gerne mal ein Bierle trinken. Ein schönes mal richtig gut schmeckt. Genau die Sache, wo du jetzt gesagt hast, die sollen auch mit dem Bier rüberkommen. Es ist ein Bier für den Biergarten, jetzt gerade im Frühling, wenn es Frühling wird. Es ist für die Geselligkeit. Es soll auch Heimatverbundenheit zeigen. Ja, Heimat, Nina, das ist was ganz Wichtiges. Das ist auch wichtig beim Bier. Ja, das sind wir ja beide. Das Bier muss wissen, wo es herkommt. Und das Bier muss eine Heimat haben. Und das hat ja eine Fischer Brauhaus, das kenne ich ja schon ewig. Jawohl. Und Heimat muss offen sein, gastfreundlich und wertschätzend. Dann ist das auch alles super. Und das ist natürlich dann auch mittendrin in deinem Bier. Wenn du das trinkst, dann merkst du das Positive an Heimat. Genau. Ja. Und darum dürfen wir euch heute das Bier vorstellen. So. Dabei handelt es sich um ein helles. Es hat 4,7% Alkohol und ein Stammwürzegehalt von 11,6%. Und ich würde sagen, wir probieren es jetzt. Oh, Nina, jawohl, mach auf, du weißt Sache. Vom Bier schon, mein lieber Herr Gesangverein. Und wie das pfitzt, jetzt schenken wir ein oder trinken wir so aus der Flasche? Nur, wir schenken das Ei. Das hat schon ganz zwitschert beim Aufmachen. Ja, zwitschert, gell? Und wie es neu läuft, guck mal, ganz fegeles, leicht läuft's neu. Hei, der Bimbam. Uiuiui, wie das schummert. Nina, das schummert ja wie ein Schaumbad. Im Schaume bin ich glücklich, im Schaume ist mir's wohl. Oh, und wie das schmeckt. Ha? Mein Lieber, da will man gleich loslegen mit Trinken. Also, gell? Na? Nee. Ach, wir trinken noch gar nicht. Nee, wir genießen Bier mit allen Sinnen. Das heißt, wir genießen es auch mit den Augen. Also gucken wir es auch schon mal an. Okay. Also wir haben hier ein goldgelbes Bier. Es ist glanzfein, also wurde filtriert. Und der Schaum, wie sie schon gesagt hat, Badewannenschaum. Ich würde sagen, es ist feinporig. Es haftet gut am Glas, also der Schaum. Jetzt, wo du sagst, Sini Sau, guck mal, und da gehen ja so kleine Blätterchen auf. So Blätterle, siehst du das? Ja. Das sieht ja ganz toll aus. Fachsprache Rezenz. Ach, Rezenz heißt das. Habe ich auch was gelernt. Guck, jetzt trinken wir, ha? Nein. Nicht? Nehmen wir nicht. Jetzt riechen wir auch mal dran. Jetzt riechen wir dran. Ui. Wie im Keller. Wie im Kellerbier, weißt du? Wenn das Bier so... Nicht ganz. Ja, nee. Ich habe halt keine Biernase. Du schon, ha? Also man sieht ja, es ist filtriert, darum ist es auch kein Kellerbier. Aber es riecht malzig, es riecht süß und für mich auch ganz leicht kräutrig, blumig. Apropos kräutrig, du, das Bier, das kennt man doch glatt. Auch mal so trinken nach dem Gädler. Sag. Nach was? Wenn man gädlet hat, also im Garten geschafft. Ach, wenn man Gärtle. wenn man da die Räusle gemacht hat, für Monatsrätischle und für Karotta. Und dann kannst du da hin zur Tat schreiten und ein Bier trinken. Ha? Also ich könnte es immer trinken, Immer. aber apropos trinken, Und man kann es auch auf Gesundheit trinken. das kann man natürlich auch machen. Auf Gesundheit. Zum Wohl. Prost. Gut. Also es schmeckt mega gut. Für mich schmeckt es schmeckt malzig, süß, mild. Es hat eine angenehme Rezenz. Und im Nachtrunk hat es eine ganz leichte, florale, herbe, hopfenbittere. Aber alle Geschmacksaromen, die in dem Bier drin sind ganz dezent und darum ist es auch so unglaublich süffig. Ja, ich sag doch, an dem Bier hast du Freude. Ja, Prost. definitiv. Prost!